Wo sie sich wieder ein bisschen erholt hatten, hat der Martin entschlossen seinen langen Hals in die kalte Nachtluft gekriegt und verkündet: «Denen Wildgans zeig ich's. Ich fliege nach Lappland.» Bravo! Hat der Nils geklatscht. «Aber allein schaffe ich das nicht. Willst du mitkommen, Nils Holgersson?» Der Nils war ganz verwirrt und hat gestottert. Aber wir sind doch Feinde. Weil früher habe ich doch, Vergeben und vergessen. Hat der Martin gelächelt. Der Nils hat übers ganze Gesicht gestrahlt und ist fast verplatzt vor Glück, als er an die Reise gedacht hat, die da vor ihm gelegen ist. Aber plötzlich ist sein Blick nachdenklich geworden und er hat betreten auf den Boden geschaut. Sein neuer Freund hat seine Gedanken sofort erraten. «Keine Angst. Hat er den Nils beruhigt und ihm mit seinem Schnabel in die Seite gestüpfelt. Im Herbst bringe ich dich wieder zu deinen Eltern heim. Ich lasse dich nicht allein.» Ich lasse dich auch nicht allein. Hat der Nils gestrahlt und überglücklich zum Martin aufgeschaut. Zum ersten Mal in seinem Leben hat der Nils Holgersson einen Freund gehabt. Menschen unerwünscht. Die Wildgänse sind auf den See rausgeflogen und haben sich auf einer grossen Eisscholle zum Schlafen eingerichtet. Nur dort sind sie vor dem Smire sicher gsi. Der Smire war ein Fuchs, der im dichten Wald am Ufer gelebt hat und fürs Leben gern Gänse gegessen hat. Der Martin und der Nils sind am Ufer zurückgeblieben und haben zugeschaut, wie die Wildgänse weit aussen auf dem See ihre Köpfe zusammenstecken und aufgeregt geschnattert haben. Plötzlich haben sich alle Gänse erhoben und sind wie eine grosse Wolke auf die zwei Freunde am Ufer zugeflogen. «Sag mir, dass du ein Mensch bist. Gänse haben Angst vor Menschen.» Hat der Martin am Nils noch schnell ins Ohr geflüstert. Der Nils und der Martin sind ein paar Schritte zurückgewichen, wo die Akka, die Leitgans, sich bedrohlich vor ihnen aufgebaut hat. Die Akka war sehr alt. Ihr Gefieder war eisgrau, fast silbrig wie der Mantel von einer Königin. Ihre Augen waren gross und gescheit und haben blitzt wie zwei Eiskristalle. Mein Name ist Akka. Und ich möchte endlich wissen, wer ihr seid. Der Martin hat sich aufgerichtet, seinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt: